Für viele Menschen, die Frau ist, zu Wort leben. Was ist der Sinn vom Leben? Zu Wort lebe ich. Ab dem Bereich, der Sinn vom Leben, einzig kann ich eine Antwort sagen, das ist bitte Schluss machen. Das ist nicht, wenn sie nicht wieder leben wollen, sondern die wollen mal von den Problemen los. Wenn sie sich verkehrt schon sind, im Halbsieg, nicht der Rechte steht, halb die Krähe haben, dort alles mit physischen, emotionalen und geistlichen Tipp bringt, dann ist es besser zu eng merken. Aber eine Frau ist nicht im Moment, wenn man erst in Depression ist, sondern eine Frau, was ist der Sinn vom Leben? Manche Menschen, die haben nicht mal Zeit über nur zu denken, der Sinn vom Leben. Zu was lebst du? Na, ich lebe hier zum Arbeiten. Und zu was arbeitest du? Na, dort wir zu eten haben. Und zu was arbeitest du? Dort ich Kraft hat zum Arbeiten. Also ich arbeite zum Eten und zum Arbeiten. So, dort geht dann wieder. Und nach was? Nachher haben wir niemals neu gedacht, was gibt da noch eins, was mehr? Was ist der Sinn vom Leben? Einige Menschen sind bosig mit allem, niemals, hey, weil mal brauchen sie sagen, zu was lebe ich, zu was tue ich so arbeiten, zu was tue ich eten, was ist der Sinn von das Ganze? Ich las kürzlich einen Satz, der mir interessant vorkommt, der Sinn vom Leben ist Leben. Aber so einfach alles? Ja, kriegt so einfach. Der Sinn vom Leben ist Leben. Aber was bedeutet das Leben dann? So, für einen bedeutet das, für einen ja. Dann haben wir eine Expertenfrau, jemand, der wirklich weiß, was das bedeutet, Leben ist. Und das ist Jesus Christus. In Johannes Kapitel 10, Vers 10, da redet von dem Leben, aber das ist ein Problem. Da sagt er, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu bringen. Als sie gekommen, damit die das Leben haben, und das Leben am Überfluss. Als sie gekommen, dass die Leben haben. Als sie gekommen, dass das Leben, der Sinn vom Leben ist Leben. Und mit wem das die dort klären? Mit Jesus Christus. Das ist gekommen, nicht bloß, dass es für die ist am Überfluss, dass das Überschild noch für andere Menschen, nicht bloß, ich will sagen, dass ich für mich habe. Menschen, die das Leben haben, die leben auch noch das für andere. Die können auch im Überfluss geben, aber die haben einen Sinn vom Leben. Bloß immer weiter, wenn man das versiegt mit eigener Kraft. Zum Beispiel, es gibt Menschen bloß in Österreich, in Weihnachten, dann benehmen die sich sehr gut. Und normal waren die mit 63% von der Kraft dran, und das ist 33%, also der Geist, wir haben Körper, Seele und Geist. Den Geist, wo ich einschalte, den brauche ich ein-, zweimal das Jahr. Den Rest vom Leben brauche ich bloß von meinen Gefühlen, von meinem Körper, all das andere, was ich aufschalte. Und ich brauche den Geist nicht so viel. Aber wenn wirklich, dass das funktioniert, dass der Körper, dass die Gefühle richtig funktionieren, brauchen wir unseren Geist anschließen an den, der weiß, was das Leben ist. Und das ist Jesus Christus. Und so manche versichern dem Sinn vom Leben irgendwo anders weißt du, seht ihr, und finden dem nicht, wenn sie immer ab einer falschen steht, seht ihr, und du hast jemand, der es mit aller Hand auffällt, das mit Angebatsreit, dass du verstehst, dass das so tut. Der versucht, dein Leben zu verstehen, dass du in dem Sinn vom Leben niemals fängst und bloß immer so bosig in alles am Leben ab deinen Orten wies hast, dass du Gott nicht mehr brauchst. So bosig, ich habe nicht Zeit, um nur zu denken, ich habe nicht Zeit, um Fährweich zu kommen. Ich muss das tun und ich muss das tun. Wer sagt, dass du das alle machst? Wenn du die Angst hast, was die Gesellschaft denkt, mag Gott dir wieder sehen, dass du eine Oase in dein Leben kannst erleben. Und die Form, dass du kannst den Sinn vom Leben haben, leben. Und dass das Leben kann Jesus Christus sein an dich.